erstaunt, was Gott durch einen so einen Mann aus Verian tun kann. Der hat wohl so viel Sachen erlebt mit Gott. Und das fällt sich meistens so, wenn die wo aufhuten, du geht nichts zu tun. Das passiert bloß, was du so soll passieren. So, ich will beten für Verian, dass er wird von dir auch an uns wird verändern, was du willst verändern. Danke Jesus für Verian, sein Leben, dass er hier so an uns mit ist. Und ich bete, dass du uns am Sehnen, dass du uns am Kraft an seine Wirt geben und dass er wird reden, was dir am Herzen liegt. Und dass du wirst anbrücken. In Jesus sein Namen. Amen. Gracias. Marius, das freut sich, dass wenn gestern noch mal hier war, in hier predigt, aber da wir ein Jahr nach vorbei, ne, da nichts man. Aber das jetzt so böse, ich nicht mehr in der Wahrheit für den nächsten Kampfament ist. Die Pläne einmal ist das Jahr vorbei, das geht einmal bis böse. Aber das ist wirklich wunderbar, weil da hier sind die Schane, als sie in Kontakt mit unserer Gruppe tun für ein paar Wochen. Und deswegen sind sie hier angekommen, jetzt in der Welt. Wirklich feine Gruppe, in der Welt, wirklich wunderbar zu sein, was Gott tut, was du anfängst. Und ich bin gespannt, was du nächstes Mal je wird, weil nächstes Mal bei dir vor. Aber ich weiß, dass Gott wirklich große und wunderbare Sachen für dich und du hast. Und ich frage Gott, dass er weiß, was er reden will. Von der, was heute zu uns reden will. Und das erste Wort, was ich glaube, wir als Deutsche uns Leben lang gehört und getan haben, aber wir vergessen sie verkaufen. Und ich will mit meinem Beispiel anfangen. Wer von Ihnen kennt Werner hier vorne? Heb mal eine Hand. Wer kennt ihn? Die meisten, das ist ein sehr bekannter Mann hier, manchen. Okay? Ihr wollt alle dem sein Nummer ist Werner, ne? Heute wird sie sagen, wer von hier wollt, wie alt Werner ist? Das ist viel besser als ich dachte. Die Frühen, dann tust du noch einer. Wer von hier wollt, was die Träume für die Zukunft von Werner sind? Die Früh. Das wird immer weniger. Je mehr früher, umso weniger wird es worden. Nee? Und das ist für einen Grund. Das ist, wenn sie nicht früh, das ihr seht, die sind für 15 Jahre befreit. 15 Jahre befreit. So ich habe viel mehr über Werner, als was wir alle. Das ist ich dachte, über dem sind alle weiter. Aber das ging auch noch viel mehr früher gedacht. Aber das ging viel besser. Die meisten hier, die wollten nicht mal dem sind alle. Ne? Jetzt sind wir heute 27. Ich weiß nicht, ob ich glauben soll oder nicht. Aber ne, das kann ich sagen. Aber das ist, wir haben das alle. Ne? Das ist, meist alle hier von uns, wir haben uns gegenseitig, wir haben unsere Nummern. Wir wollten werden heute, und wir als Deutsche, wir sind so Geld, und heute werden seine Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, die Verfahrer von 200 Jahren drei, wir sind so Geld darum, die noch alle abtreten mit Nummern, Nummer, wo die abgewaschen sind, wo die Arbeit haben und was die getan haben. Also wir sind so Geld daran als Deutsche, ne? Aber du hast einen Unterschied zwischen heute, wie Werner heute, wie alt er ist, was er als Arbeit hat, und zu heute, wer Werner wirklich persönlich ist. In dem ersten hier, das ist die Werner, hat ihm, neben dem hier ist ein Beispiel, hat ihm nicht mal gefragt, dass ich das darf, aber ich das einfach nebenan, der wird mir nicht da sein. Aber es viele von ihnen, die sind dichter Freunde Werner als andere. Einige von ihnen, die haben ihn beim Namen, die wollten vielleicht, was er als Arbeit hat, oder Internet abstellen hat, oder Terms abstellen hat, die wollten, was er dort hat. Ja, und andere sind vielleicht mit dichter an, die sind mit Fremden an, die wollten, was heute gleicht, oder am Scheun schmeißt, was er hat, wenn er freie Zeit hat, als Hobby, oder am Scheun hat. Aber du sind Sachen, was wir und die nicht wollten, was bis in die Frühe war, wenn er wollte. Und du sind Sachen, was bis Werner war am Selbst wollten, du sind Sachen, was bis Gott war, wenn er wollte. Das sind verschiedene Nivellen, wie wir ein Mensch kennen. Nee, dus we gaan hem noemen, we weten van hoe dat is, we weten wat hij arbeid heeft, dan gaan we met dichten naar de vriend, we weten wat hem schoon heeft, wat hij gleich heeft, en dan gaan we nog dichten naar zijn vriend, die weet wat hem zijn dromes voor de toekomst is, die weet wat hij redt, die weet wat hij wil hangen, wat hem zijn ziel is im leven. Dan gaan we nog dichter, dat zijn zaken wat bis Werner weet, dan gaan we nog een schritt dichter, dat zijn zaken wat bis Gott even am weet.
Und das hat selbst hier dem anderen Wahrheit. Das ist alle von uns. Wir sind abgewaschen und wir haben, ich glaube uns die meisten von uns, was ich sage, ich habe, wir haben von Gott gehört, von uns, wir clean sind, bad gerührt. Wir haben von Gott gehört. Das ist jetzt, wenn nicht, dass dort abgewaschen ist. Du hast nicht von Gott gehört, dass du clean wirst. Keiner, okay, dann sind wir alle am selben Schab. Das ist bei uns, von Clean Up, haben wir uns beigebracht, bei Miethus. Jeder Samaris muss zurückkommen, man ein paar Törp Mate trinken und sagt, will er nicht, du warst Törp Gebet. Von der schon da, ich so dankbar dafür. Damals, wie jung und klein, ich verstand nicht, was dort ging, und mir interessiert das nicht, ich ging einfach bis an, weil du musst mich nicht. Und dann, ferm eten wird Gebet, einmal ferm eten. Segne Vater, diese Speise, unsere Kraft und diesen Preis, Amen. Ich weiß, sie dort alle tun, aber bei uns muss wir dort Amen, okay? Ferm eten. Dann wir eten, mehr eten, dann mehr arbeiten, dann suchst, ferm Onkas war vom Eten beten, dann suchst, ferm Schluppe gehen. Man sagt einmal Sachen gehen, dass ich gerade wie nach einem Gebet rede, du meinst nicht nach Hals, dann gehen, wenn ich danach einmal starb. Das ist ganz Sachen wie. Und so wird mir beigebracht. Nee, ich musste die Sache lernen. Er wird mir von Gott verteilt, ich musste in der Schule gehen, ging mir niemals schon in der Schule. Ich wollte mich immer da mit allen, die muss mich manchmal mitnehmen, das Jahr, aber meine Eltern, die scheiden mich durch, nee, ich musste sagen, dass ich will das nicht. Und war da von durch und da bin ich dankbar dafür. Und mein Leben lang hielt ich über diesen Gott. Mein Leben lang hielt ich über diesen Jesus oder Jesus. Ich weiß, was der für mich um Christus getan hat. Ich weiß, dass er gestorben wird. Ich weiß, dass er am 3. Tag abgestorben wird. Ich weiß, dass er in den Himmel gefahren wird. Ich weiß, dass er dem Heiligen Jesus gescheit hat. Als er dem Heiligen Jesus glaubt oder nicht. Ich weiß, dass das passiert wird. Nicht? Und jeder Tag wird mir was über diesen Gott gesagt. Das Gott ist gut. Das Gott läuft. Das Gott, der verjährt. Das Gott, der tut. Das Gott, der Jan. Und jeder Tag wird mir so gesagt. Dann sind da Freunde der Schweiz. Dann sind die Prediger noch mit Meier. Aber was das Gott wird. Und ich kann in meiner Meinung, ich kann alles über diesen Gott. Doch mir sagt, ich kann die Bibel, wenn ich mich war Frau, ich würde ziemlich gut antworten können, weil ich muss einmal die Bibel lesen. Und als ich in der Universität war, ich studiere dort, ich bin da nicht mal ein Christ, nicht, wirklich nicht, aber wir haben einen Professor der dort, wenn ich in der katholischen Schule, der hat einen Professor und der muss Religion und erreichen, das ist alles falsch, ich muss ihn korrigieren, wir waren dann zu doll. Ich bin nicht mal ein Christ, aber ich habe mein Leben lang über diesen Gott gehört, ne? Und ich wusste, wer das Gott wird. Ich wusste, was er getan hat. Ich wusste, dass er alles gemerkt hat und saß still. Ich wusste all diese Sachen über Gott. Ich wusste, dass Jesus in den 12 Jahren ausgelesen hat, dass er richtig gescheit hat, dass heute an dem Auftrag läuft, alle Menschen zu erreichen. Ich wusste, dass Jesus auf den großen Raum ging, der heilte Kranke. Ich wusste, dass Jesus in den Lazarus ging, aus der Feuer, der dort wird, und der Lazarus kommt raus. Ich wusste, dass Jesus mit den Sünder und mit dem, was keiner will turb sein, mit dem, wie Jesus turb. Ich wusste diese Sache über Jesus. Und ich konnte für eine Stunde über alles reden, das ist wunderbar. Ne? Alles, was ich über Jesus weiß. Alles, was er getan hat, alles, was die Bibel mir sagt. Wenn es dort sich abgewaschen, dort sind die meisten von uns abgewaschen. Wir wollten, was falsch ist, wir wollten, was richtig ist. Wir wollten über diesen Gott, wir wollten über diesen Jesus. Aber du hast einen Unterschied. Wollte über diesen Gott in diesen Gott persönlich haben. Und ich glaube, das ist einfach eine gefährlichste Sache, wo wir gerne sein. Das ist eigentlich jetzt bei Albert und Anna Tamara. Albert soll gießen merken, weil Finale verstehe ich mal im Gruppe am 4. muss Anna da turnen. Habe ich Anna ja gießen Tamara. Aber ich rede mit Albert darüber und ich sehe, es ist wie von der schon da sind, es ist wie von der schon da leben, wie als Christen, wie Gläubige, wir sind sicher, wir gehen im Himmel nennen, wir sind gerade, wir wollen Ewigkeit mit Jesus verbringen. Ne? Wir sind alle 100% du mit einverstanden. Aber du hast eine gefährliche Sache. Und Jesus sagt das in der Bibel. Der sagt, die wollen für mich kommen, die wollen sagen, ich habe deine Nummer geholt. Ich habe deine Nummer bei sich erst getrieben. Ich habe deine Nummer das Evangelium gepredigt. Ich habe deine Nummer all diese Sachen getan, was du deutst. Was ist der Antwort, was Jesus dir gibt? Ich kann die nicht. Rüthi, ich kann die nicht. Wir als Christen,
wie kann eine solche gefährliche Stadt sein? Wie als Christen, wie kann uns Leben lang glauben, ich sehe Rat, ich sehe am Weichen im Himmel, ich weiß es dort ab, ich dachte mir, aus dem Dietra, automatisch im Himmel, du wirst ein Platz für mich reserviert, ich kann mich heute Weich nehmen, das ist, Gott hat du einen Platz für alle Dietra reserviert, so dachte ich, du kannst heute was gehen lernen, ich fahre mal die Schule, ich sind da Schild, meine Schild wird über Gott geredet, das ist meine Radung wie klar. Aber ich sehe mir 100% sicher, wenn ich dann, wo ich gestorben bin, als ich nicht mit Gott leben, als ich Gott nicht persönlich habe, ich würde für Gott gegangen sein. Ich würde ihm sagen, Gott, ich sehe einen Dietra. Ich sehe das Sinderschule vor, ich habe die Bibel gelesen, ich weiß, was Jesus im Krieg getan hat. Ich habe jeder Samarias, muss ich die Bibel lesen, ich habe alles getan, ich weiß, wer der beste Gott. Und Gott sagt mir, nicht doll, aber traurig, sagt mir, ich kann die nicht. Gut. Und das ist so was sehr gefährlich für uns. Ich sage jetzt zu Albert, ich glaube, die Menschen, die in der Welt leben, die aus Sünder leben und die wollen, was Sünder sind besser auf als die Christen, die glauben, dass sie für Gott leben, die tun die Sache für Gott und sind aber kreuz verloren aus der Sünder abgegossen. Die wollen das aber nicht. Das ist viel gefährlicher, hier zu sein. Und wie schmieden uns Leben weich für das? Wie tun all diese christlichen Sachen? Wie beten? Wie geben wir Geld? Wie unterstützen unsere Missionare? Wie gehen wir nicht heute? Wie lesen die Bibel? Und wie glauben, alles ist richtig mit uns. Wie glauben, wir sind gültig Christen, wir sind gültig nur für Jesus. Aber al final, wenn wir vor Gott stehen, Gott wird nicht fragen, wie viel Mal hast du die Bibel gelesen? Gott wird nicht fragen, wie viel bist du dich heute vor? Wenn das alles so wichtig ist, versteht mich nicht falsch. Gott wird dich nicht fragen, wie viel wolltest du über mich? Nee. Gott wird nicht dich hätten, und wenn heute dich kann, er wird dich sagen, willkommen nennen. Wenn heute nicht kann, er wird das nicht sagen, er wird ihm gehen, er wird gehen sagen. Dem einzigen Weg, wenn wir sagen, wir nicht kennen, dort nicht was passiert ist, wenn wir Gott kennenlernen. Dem einzigen Weg, wenn wir Gott kennenlernen, ist, wenn wir mit dem Zeit verbringen. Ich kriege das Beispiel hier auf. 15 Jahre befreit, die kennen sich. Noch nicht ganz. Jeder Tag lebe ich mehr, als ich bin über 5 Jahre befreit. Jeder Tag lebe ich was anderes über meine Frau. Jeder Tag lebe ich die Beter kennen. Jeder Tag wollte ich mehr, jeder Tag soll ich mehr, wie soll es, was soll das, was soll nicht gleich. Was ich lernen konnte, mit nicht toll wird über mich, was ich getan habe, das toll wird über mich, ist ich liebe all diese Sachen. Und ich liebe Beter und Beter kennen. Warum? Wenn ich jeder einzelne Tag Zeit mit ihr verbringt. Jeder einzelne Tag, sie tust mit ihr Terp, wie der Mittag Terp, wie der Onkel Terp, wir vertalen, wir gehen schlupen. Und wir sind Terp, und wir lernen uns gegenseitig kennen. Und das ist das Interessante, als meine Arbeiter, als Missionar, ich reise einer Mutter viel, als ich ziemlich viel unterwegs. Und ich war was Interessantes an, wie wir für ein paar Monate unterwegs in den Philippinen. Und wir hielten in Japan im Airport an. Und du wirst Tausende und Tausende, Millionen Menschen. Und China redet Englisch, China redet Deutsch, China redet Spanisch, alles Japanisch, ich verstehe nicht ein Wort. Aber da wird Leute ganz neu, das ist euer Leute. Und wir gehen hier durch. Und du wirst so viele Leute stemmen an mir ran. Das ist doch wie Leute, ich kann nicht schieren. Aber einmal, als meine Frau sieht, Verian, ich weiß Fuß, da wird meine Frau. Meine Frau hat eine solche Stelle Stamm, der schreckt nicht, das ist nicht so laut als ich. Der hat eine viel sanftere Stelle Stamm, aber als er einmal mir rührt, ich hält Fuß stellen, ich drehe mich ab und ich sage, er wartet auf mich. Warum? Ich kann nicht stemmen. Zwischen Hunderten, Tausenden, Millionen Stämme, ich weiß, während es meine Frau ihre Stamm. Warum? Wenn ich kann ja. Ich weiß, wie sie sich anhört. Ich weiß, wer der Stamm ist, wenn er krank ist. Ich weiß, wer der Stamm ist, wenn er traurig ist. Ich weiß, wer der Stamm ist, wenn er froh ist. Ich weiß, wer der Stamm ist, wenn er müde ist. Wenn er nicht müde ist, also ich kann ja der Stamm. Ich weiß, wer er ist. Mit meinem Medial ist es selbst nicht. Ich fahre ein paar Worte, ich dachte, alle Babys hielten über rein. Und ich kann unjahrschlag, alle hielten, eins die Lieder als der andere, aber alles das selbst. Und der andere, der lacht, und der wollte, der Kuss ist. Aber von da aus, ein Baby hat, ich wollte Fuß, wenn das vor Ort, ich wollte da, das ist meine Medial. Auch wenn sich das eigentlich reinkriegt, das alle anderen hier, ich wollte da, das ist meine Medial.
Men ik zie nog voor een jaar en 2 maanden, jeder dag met dat terpt je was. En ik leerde beter gaan, hij wordt weer stemmen, hij wordt weer heel. En ik kan ja. En ik kan mijn vrouw, ik kan ihre stem. Dat is hetzelfde met God. Dus we wonen in een wereld, wo so veel stemmen om ons rum zijn. Wo wir so Druck haben. Wir haben immer das zu lernen, Jahren zu lernen. Wir das anfangen, Jahren anfangen, dort anfahren, Jahren weit fahren, busig dort in Santa Cruz nach Antwerpen fahren, schwind dort anhören, noch was aufholen. Wir sind immer so busig und rennen, fahren, den Jahren, Druck. Und das Ganze, was wir lernen, alles, was wir lernen, wie als Christus, nur vor Jesus, wir sollen 100% weiter, wenn Gott uns hört, wach mal bitte. Wir als Deutsche, wir sind nicht so Geld dran. Uns sind nicht schön zu warten. Uns sind nicht schön zu lernen. Aber Völker sagt Gott uns, wach mal bitte, halt mal bitte still, oder mal bitte, lob mal bitte nur. Aber wie wollen wir da weiter, wenn wir dem seine Stimme nicht hören? Wollen wir da weiter, dass Gott ist, wenn wir dem seine Stimme nicht hören? Philippa 3, Feuerbad, Mess bei 1, du erklärt Paulus an seine Geschichte, wo er Gott kennengelernt hat. Okay, wenn jeder noch niemals gelesen hat, Saulus, vorher, oder wie ein Schriftgelehrter, der lehrte Menschen über die Schrift, über das Alte Testament, und die wir so ewig durchführen, dass sie ein Leben lang durchführen gelehrt, da haben wir alle Gesetze, was dort läuft, gegen alle Gesetze heran, passt ab, dass die Menschen am das selbst deuten. Das ist in der Ehe von der christlichen Welt damals, wir Saulus ein perfekter Mann. Wenn heute wisst alles, so wie ein Schriftgelehrter, der kann die Bibel auswendig, das Alte Testament, der wisst alles, was geschrieben wird, der wisst alle Gesetze von Moses, der wisst alles, was wir lernen müssen, was wir nicht lernen müssen, der wisst alles, was Jesus vorstellt. Das ist in der Ehe von der Schriftgelehrten, von den Pharisäern und alles, in der Ehe Saulus wie ein perfekter Mann. Und der hat alles hingekriegt in sein Leben, in einer Brücke. Wir sind so ein Völker, so dort. Wir schauen uns und wir denken, wir sind ziemlich gut. Ich will ziemlich gut über Gott. Ich prüfe ziemlich gut, alles nur zu folgen, was er mir sagt. Ich prüfe dort zu lernen, was die Bibel mir sagt. Und in unserer Ehe, wir sind gerecht. Und Saulus oder Paulus, hier all diese Zeit in Philippa, der sagt uns, in meiner Ehe, in der menschlichen Ehe geschieht, wie ich der gerechtigste Mann, was dort läuft. Ich tue alles richtig, was die Menschen an mir sehen, was ich richtig tun soll. Alles. Ich tue alles fan, ich folge alles nur, was ich mir sehe. Ich bin ein gerechter, guter Mann. Und dann geht er und verteilt wieder über das, und dann sagt er einfach, all das, was ich gelehrt habe, all das, was ich mein Leben lang verbracht habe, das ist nichts. Und Vers 7 sagt er, aber was dann für mich gewinnen meint, sie ich nie in Christus sehen habe, soll ich nie in Christus sehen habe, ich will mich plötzlich lesen, aber ich schwör, habe aus verlieren und mehr aus dort, ich soll all dort an aus Schulden, wenn ich das damit vergleiche, wäre alle Maßen viel wird mir dort als dort ich Christus Jesus aus meinen Haaren kann. Weil ich Christus Geld sie, soll ich dort alle an aus Schulden und aus Dreck, und weil mehr Christus gewinnen. Das Paulus, der braucht noch viel größer wird als Echte. Er sagt, er sitzt aus Dreck an, aus nichts. All das gelehrt, sein Leben lang, was er verbracht hat, wo er abgewaschen ist, was er getan hat. All das, alles, was er sagen kann vom Alten Testament, von allen Propheten, von allen Königen, von Moses, seine Gesetze, all das. Er sagt, ich soll all das aus Dreck an, aus nichts an. Wenn ich Christus persönlich kennengelernt. Das wenn du Christus persönlich kennenlernst, all das, was du dachtest, was du über Jesus weißt, wird wahr sein. Alles, was du dachtest, was du gedeutest, wird wahr sein. Das hat schon Wert. All das hat schon Wert. Das Einzige, was Wert hat, ist Christus und Christus allein persönlich kennenzulernen. Das ist sehr, das ist gefährlich für uns. Und wir brauchen die Furcht Gottes, um das richtig zu lernen.
krijgt Paulus, der hat einen Treffen mit Jesus. Die gehen op begassen. Dan mal hastig wieder blind. Kann nicht mal sein, er fällt von seinem Esel rauf. Und Jesus sagt dann, warum verfolgst du mich? Und Paulus fragt dann, wer bist du? Ich sage, Jesus. Und so viele von uns, wir sind blind, krijgt Paulus. Wir glauben uns, jeder scheint, wir gehen verder weg, wir dürfen nicht, ist alles, wir 100% davon. Du musst anverstehen, dass alle nur von Jesus, weil nachdem Jesus im Himmel gefahren wird, das Evangelium predigt, die müssen alle angebracht, haben Gefängnis nennen, Prison nennen. Und heute dacht, heute deutet reiche. Heute weiß ich ganz sicher, heute deutet reiche. Nee, gestern habe ich geredet, wie du ziemlich warst, wir am Weichen, als hier in der Welt wäre. Und wie schauen wir da, warum keine seine Eltern, das ist von der, wo der Albert mit der Gängerschaft da hat vor, warum können nicht ansäunen? Das, was wir für deren haben, ist so viel besser. Warum macht ihr die Gehenstunde? Warum merkt ihr die Beichte? Warum das und ja? Wie redest du Eva? Und dann kommen sie jetzt, die wollten das nicht. Die wollten nicht besser. Die haben das in Jesus noch nicht persönlich angelegt. Die haben viel Treffen mit Jesus, mit dem Heiligen Jesus. Und die waren kreuze denken, was du von dir nachdenkst. Wenn du ein paar Jahre trägst, ich weiß nicht, wie lange du beschert bist, wenn man sagt, 10, 15 Jahre trägst, oder 20, 30, wenn du die beschierst, fertig beschert, so wirst du kreuzeblind. Die Jensen, du darfst die Deutsche richtig, du darfst die Deutsche alles Geld. Du darfst, das musst du die Sache hier tun. Und hat sie einen Treffen mit Jesus, und einmal darfst du diese, all das, was ich getan habe, das habe ich schon wird. All das, was mir gesagt hat, was ich jeden Tag tun soll, das habe ich schon wird. Nur hat Jesus persönlich angelegt. Und du bist ganz überrascht davon, aber dann, wenn du Leben angeht, da war Druck und du arbeitest ein Jahr, einmal hast du fängst du langsam an, trägt zu gehen. Vielleicht ist du nicht die Sache, was du vorher deutst. Vielleicht redest du nicht, dass du vorher deutst. Aber du das kriegst das selbst. Und wie kriegst du es dort? 100%. Von der schon da. Er macht mir jeder Mal das Hand hat und sagt, Gott, halt mich. Du musst nicht stolz werden. Halt mich. Du musst niemals glauben, ich weiß das alles. Halt mich. Du musst hungrig bleiben, für wer du bist. Halt mich, um die besser kennenzulernen. Wies mich, wie ich die besser kennenlernen. Wies mich durch die Bibel, durch das Gebet, durch das Fasten, durch das Evangelium predigen. Wies mich, wie ich die besser kennenlernen. Das ist das, was wir jeder Tag tun. Aber wenn wir nicht abpassen, wir gehen langsam und langsam weiter. Das ist nicht, dass wir mal hast, einen Schätz, er will nicht mal einen Garten aufhalten. Aber langsam, während du glaubst, du das dort reichen, während wir glauben, wir dort reichen, gut, wie langsam weiter. Und bei uns die hören, wir glauben, wir sind noch auf diesem Weg. Aber in Wirklichkeit, wir gehen noch 2 Meter beziehen. Und jeder da hast aber ein paar Zentimeter wieder. Die Sohn wird niemals dieses Stück nehmen, bis er mal hast, hier anstellen. Nee, die Sohn schafft nichts dort. Was der geht mit dir, besieht die, der wird einmal sein. Solange bei Jesus war, ich habe, der Sohn wird prüfen. Bei der Jet bezieht die, dann sagt er dir, hey du, von der nicht. Von der brauchst du gut für den beten. Hey du, einmal das tun, das hindert nicht so viel. Hey du, wenn bis das, ich mal jetzt die Deutsche das dort, wenn du von der mal beten machst, das hindert nicht so viel. Und so langsam schrift, als der und kommt in die Schule an, perkert diese langsam vom Weih raus. Und du glaubst aber, du darfst das reichen, du glaubst, dass du jetzt am reichen warst, wenn du wartest so gut an. Und man einmal hast dich vorstellen, wo sie ist. Wo sie ist gekommen. Wie wieder auf sie aufgekommen. Das war das Missionararbeit, meine Arbeit, die da ist, Menschen von Gott zu verteilen. Hat das selbst in meine Arbeit getan. Wo ich meine Arbeit aus meiner Identität nehme, dass ich als Missionar dachte, ich deute das richtig, ich weiß das, und ich nehme das aus meiner Identität und ich gehe langsam weich. Aber ich dachte, ich deute das richtig. Während ich jeder Samaris, unsere Jüngerschaft will anladen, der Jugendliche hat die Hand kommen, wenn Gott redet, ich kann mein eigenes Leben langsam drehe da drauf. Nicht, dass ich eine große Sünde deute, nicht, dass ich nu anfange zu drehen, zu suppen, oder zu schmieden, oder Raum zu schlupen. Nein, nichts von sowas. Ich deute keine große Sünde nicht. Aber ich da, bis wenn ich die Arbeit, die ich habe, dass ich da sicher will, bis wenn ich da fange ich an langsam aufzugehen.
in meine Identität wie in meine Arbeit. Bei der Abend steht Träume und ich dachte mir so, Gott, warum fühle ich nicht mal als anderes? Warum soll ich nicht mal die Sache als anderes? Und Gott fragt mich, wann ist das letzte Mal, wo du mit mir bis einfach die Hand gesagt hast und wo wir verteilt haben? Wann ist das letzte Mal, wo wir Gott gefragt haben, warum das von dir geht? Wann ist das letzte Mal, wo wir uns einfach Zeit nehmen für Gott, wie sagen uns haben, wie sagt Gott, von dir ist es nicht paarig, weil du bist mal redet. Das ist so viel gebrückt, wie Gott aus unseren, ich nicht wieder sagen, als Sekretär, als Assistenten. Das wenn wir den brücken, dann Gott, help me, Gott, von dir brück ich die wirklich. Von dir meine Arbeit, ich brück dort und mich helps. Dann help Gott die, dann denkt sie die, von dir habe ich Geld zu tun. Von dir habe ich eine gute Arbeit zu tun. Dann mache ich das leeg, eben mache ich das leeg. Wenn du hast eine Übung von mir, dann mache ich das war schwor. Dann Gott, help me, wo bist du Gott, help me. Dann help Gott die Wahrheit. Das Gute ist, dass Gott so viel Genug hat mit uns. Und wir brauchen immer unsere Assistenten, bis wir uns dort schwören. Aber Gott will haben, dass wir mit am Zeit verbringen, wenn uns dort schön geht, wenn uns dort nicht schön geht, wenn wir traurig sind, wenn wir müde sind, wenn wir arbeiten, wenn wir beten, wenn du jetzt für Fußball spielst, wenn du was immer du das. Gott will alle Wege mit dir sein. Gott will, dass du einmal an der ersten Stelle stehst, von allen Wegen, wo du hingehst, von alles, was du tust. Johannes 15,4 habe ich das Beispiel, was Jesus uns sagt, von wie man der Teil von der Rang sein. Oder lesen. Johannes 15, Vers 4. Das sagt, bleibt in mir und ich will in ihnen bleiben. So ist eine Rang nicht Frucht bringen kann, wenn der nicht an der Weinstein bleibt, so kann die auch nicht Frucht bringen, wenn die nicht in mir bleiben. Und Jesus hier sagt das, wenn die nicht in mir bleiben, wenn die nicht Zeit mit mir verbringen, wenn die nicht mit mir verteilen, wenn die nicht eine Gemeinschaft mit mir haben, die können nicht Frucht bringen. Wenn du selbst den ihnen aus, den ihnen Rang Frucht bringen, dann wird niemand schaffen. Wir brauchen die Weinstein, wir brauchen die Ranke, wo das so Wut da jaft, wo wir brauchen, zum Beispiel Frucht bringen. Und dort ist Jesus. Das Jesus sagt uns in Matthäus 7, Vers 7, fragt, und er will ihnen geben. Seht, und ihr wollt finden. Klappt an, ich will gerade sagen, ich gebe es ein bisschen. Klappt an, und er will ihnen aufmerken. Das Jesus will haben, dass wir jeder Tag uns Zeit nehmen, zum Abend zu finden. Das ist nicht, dass ich von uns verstehe. Aber was Jesus will haben, ist, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns durchsetzen und dass wir am finden. Wenn bis dann, was du wolltest, wer Gott wirklich ist, wie folgt Gott sich, wie sind ihm seine Emotionen, wie geht ihm dort von der ist er traurig, geht ihm dort schon denkt, sie sagen, Gott ist niemals traurig. Nein, Gott ist traurig. Das sind 3 Billionen Menschen, die noch niemals das Evangelium gehört haben. Hier sind hunderte Kolonien in Bolivien, die noch niemals das Evangelium gehört haben. Gott ist traurig. Dem sein Hort breit für die Menschen, die nicht das Evangelium kennen. Jesus selbst sagt, ich will bis dann zurückkommen, wenn alle das Evangelium gehört haben. Was dort heute ist, wenn wir unsere Arbeit tun und wir das Evangelium wiederbringen, dort tun, was heute uns sagt, dann wird heute zurückkommen. Aber heute ist traurig, wenn diese Menschen sind. Gott ist traurig, wenn der fertig einen Mensch eingestellt hat, für wen du beten sollst, wo du helfen sollst, wo du mit gehen sollst, und du siehst, als ich Vertrag, von der habe ich nicht Zeit. Von der will ich nicht. Ich tue den Weg einfach. Von der nicht. Also wir haben gerade ein Beispiel in der Bibel, wo Jesus in Familie, Freundschaft, Johannes, der Täufer, dem wird im Kopf aufgehakt und Jesus hier dort und der ist traurig. Das ist 2 gebrochen. Und wir sind Freunde. Johannes, wir haben so einen großen Teil und Jesus sein Ministerium appelliert und er wird traurig. Und er ist auf sein Weg allein zu sein, er ist am Berg zu beten, um traurig zu sein. Und die Menschen sollen haben. Und die Frau haben Jesus, help uns, wir brauchen ihn. Und bei Jesus ist es traurig. Und literalmente, der hat trotzdem seinen Freund, seinen Kopf aufgehakt, der Welt mit schon sein. Jesus wie ein Mensch, das eigene Tod, der hat gefallen.
Weil Jesus dreht sich um den Menschen und sieht den, und sieht, was die brauchen, und hat Mitleid mit denen. Und fängt an zu denen zu reden, und fängt an zu denen zu predigen. Dus wenn Jesus kann ein von seinen dienstlichen Momenten in seinem Leben sich kann umdrehen und sich den Menschen kümmern, wie kann das selbst tun, wenn wir einen Betrag haben. Das ist für allen von uns. Das ist für mich selbst. Ich als Missionar, ich war für getragen mit meiner Missionsarbeit, dass ich vergeht, wer hier bezieht mich ist. Wenn ich einem super gut und ich anschaue, dass ich vergeht, wer du für mich ist, dass ich vergeht, was ich brauche und wer ich für dich beten kann. Dem einzigen Weg, wo wir uns hier sicher gehen, dass das nicht wieder geht, dass das nicht schlechter wird mit uns, als wenn wir mit Zeit mit Gott verbringen, wenn wir persönlich handeln, wenn wir sagen, wenn die wer fragt, wer ist Gott? Dass du nicht bis anfängst abzureden, was die Bibel über Gott sagt, das ist alles wunderbar, das ist alles die Wahrheit. Aber du sollst sagen, in dein Leben, was bist du über Gott willst? Was Gott dir gewesen hat. Wenn heute läuft, was du über ihn willst. Wenn die wer fragt, wer ist Gott? Dass du nicht sagst, ja, Gott, der Onkel dort im Himmel, setzt auf seinen Thron, Jesus ruft die Scheite hier von Starb ab zum dritten Tag, weil im Himmel gefallen, Jesus sagt, das ist mein Gott. Das ist schön, weil das ein Gott nur fallen. Das hieß sich traurig an, das hieß sich schlecht an. Und Apostelgeschichte Feuer. Da habe ich die Geschichte, wo der Petrus und Johannes haben sich einmal eine Offizine eingekriegt, der Schriftgelehrte, da wurde er nun mal utfragt. Und dieser Petrus, das wie ein falscher Mann, der hat noch niemals nicht gelehrt, kann wahrscheinlich nicht mal weiter schreiben oder lesen. Nur wurde der Schriftgelehrte ihm mal utfragt, ne? Wir fangen an zu fragen, warum die denn, wie die Jahren, warum sie, und die Jahren, die Frau denn, und Petrus und Johannes hatten eine Antwort für alles. Das waren ein paar junge Jugendliche, die waren nicht alt. Und der Schriftgelehrte mal hochstehend sagte sich, und die waren wie kennen möchte diese sein. Die sind so mutig, die haben so viel Hupning, die haben so viel Läufe. Und dort steht du, und wie können Säune, dass die mit Jesus gewahr sind. Dass die mit Jesus Töpf gewahr sind. Wie können das Säune? Und er schreit dir den Rücken, ich kann noch stören mit denen. Das wenn du von der in einem Weihnachtsmarkt gehst, oder wenn du von der jetzt wo Antwerpen gehst, ich kenne den Menschen, die Säune, dass du mit Jesus bist. Nicht, weil du dich antreibst, nicht, dass du heute Kleider anhast, ein Overall anhast. Ich kenne die Säune, in denen ihr sagt, dass du mit Jesus bist. Ich kenne die Säune, dass du wem kannst, was so viel Hupning hat, dass du immer freundlich bist. Ich probiere das mal, ich leuchte es falsch und ich dachte mir so, das war wahrscheinlich gut geschafft. Ich dachte mir so, von der zu Morris, wo ich in einem Super gehen, und ich war probieren, Kreuz zu sein, als Jesus ist. Kreuze, das muss mich so anstrengen, dass alles so schafft. Weil ich dachte mir so, von der, wo ich freundlich ist, ich wollte jeden Menschen freundlich ist, ich wollte in alle betreuen, ich wollte für die Menschen beten, ich wollte die Menschen helfen, was in der Gast sind, ich wollte in der Schäupe, was die wollen. Ich gehe in den Super, und jetzt war ein von der Dörr, wo das für 2 Wochen 44 Grad warmer hier war. China will du sagen, wir fehlen heute. Alle wir morgen im Super. Ich gehe im Super und ich check jeden Menschen freundlich an. Ich sage dann, wie geht die dort? Wie geht die dort von dir? Wo kann ich für die tun? Wo kann ich für die beten? Ich gehe im Super da, ich kaufe meine Sachen an, ich komme bei den Kachera. Dann frage ich, wie geht die dort von dir? Dann checkt er mich so mit Spußig an. Dann fragt er mich, was ist mit dir? Dann frage ich, was meinst du, was mit mir ist? Na, du bist so mutig. Warum bist du so mutig? Schau mal, da ist nur 2 Wochen 44 Grad gewesen. China geht schon, China will hier sein. Warum bist du die einzige Person, die hier mutig ist? Na, dann heute der gerade auf dem Evangelium mitteilen, ne? Dann sagt er, das ist mein Jesus. Das ist mein Gott. Das ist, was der für mich getan hat. Das ist, wie mich Hupning hat. Das ist, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, und du kannst es selbst die Hupning haben. Der Friede fängt an, der Heile an der Karte, der Jäufer lebe, du an der Karte, Jesus. Der fängt an, freundlich zu schicken. Er gesagt, da war ganz mein Hupning gefällt. Das sind Sachen, was die Menschen von uns alle sollen, wenn er rütsch ist. Und Johannes sagt Jesus uns, das ist das, wo die Menschen wollten, dass die meine Nufallen sind. Für jene Läufe, was die für jeden sie dich hat. Jesus sagt, läuft der, was du nicht laufen wirst. Läuft deine Fien.
Dat zou alleen mijn vriend te leven, dat zou alleen mijn vriend te leven. Jesus sagt, läuf die, wat du nicht läufen wirst. Läuft die Police, wat die op een gasvelle Geld aufnehmen. Läuft die korrupte Regierung, wat je so lange hatte. Läuft die. Wie zijn dat de hoop niet eens vereint. En de mensen om die ramen, waar die verspreken, die worden die checken. Die worden wonderen, wat is met diesen? Waarom checkt die immer so freundlich? Hij weet, wie als Deutsche, wir haben manchmal nicht so viel mit dem freundlich checken. Maar das machen mit mir und alles. Aber ich glaube, ich kann das tun. Wenn jeder so morgens 20 Minuten das vor dem Spiel steht, jetzt haben wir den gesagt, Muskeln geliert haben, du kannst auch freundlich checken. Und jetzt hat alle ein Gott mit einmal nach. Und ich sage, sing kann ich dachte mir, der checkt rennt einmal freundlich, was ist mit dem? Der lacht rennt einmal, der checkt einmal freundlich, ich dachte mir, stopp, weil ich sein. Und er Gott snap gut, die Menschen mich sein, und die wundern, warum lacht das ein bisschen daher? Warum jedem das wahrscheinlich scheint? Nee? Aber das, wo wir alle sind. Wenn du Jesus wirklich kannst, wenn du weißt, wer Jesus für dich persönlich ist, wenn du weißt, was er für dich getan hat, nicht bis was die Bibel sagt, aber was du persönlich erwarten willst. Du warst freundlicher geworden, du warst Hupning in Strulle den Menschen um die Raum. Die Menschen um die Raum, wo dasselbe sagen, was den Apostelgeschichte Feuer über Petrus und Johannes sagt. Dieser ist mit Jesus gewesen. Dieser hat etwas, was ich brauche, ich muss nicht mit dem verteilen gehen. Das Bolivien fängt sich nur an abzureichen von all den Schulen, die das Jahre und Jahre lang geschrien hat. Das die Menschen haben Gas, viele von denen sind traurig. Und die sind bedrängt. Und das sind in der Gruppe Kotoka verteilt, und die sind mich heute vertritt scheinen. Alle Bedürfnisse, die wir jetzt verstehen, das, ja, in China vertritt scheinen. Und ich denke, das ist sehr traurig. Aber dasselbe Zeit, wie hat nicht die Möglichkeit, denen zu wissen, du bist eine Person, die du vertrauen kannst, die niemals was wegstellen, die immer was treu sein, die immer was Hoffnung geben, die immer was helfen. Das sind sie Nummern, Jesus Christus, der am Kreuz für dich gestorben ist. Das ist die Hoffnung, die wir brauchen. Aber die wollen diese Hoffnung nicht kriegen, wenn wir bis unsere Sachen lernen. Wir glauben, wir lernen all die christlichen Sachen. Dem einzigen Weg, die wollen diese Hoffnung nicht kriegen, ist, wenn du rutschst und diese Hoffnung in dir bringst. Wenn du von überzeugt bist, dass Jesus dein persönlicher Retter ist, dass er persönlich für dich gestorben ist, bis dann wollen die Menschen um die Raum das anfangen zu sein. Und ich wollte das manchmal schwan, das andermal, ich wollte sagen, passierte Sachen in uns Leben, wo das schwan da ist. Und ich sage nicht, die Motten nur einmal scheuen gehen. Frösahne und Scheungone sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst Frösahne in den dienstlichen Moment von deinem Leben. Aber die braucht nicht unbedingt Scheungone. Aber du kannst Frösahne. Okay? Ich sage nicht, ich habe die Motten rennen. Ich brauche nicht ein Beispiel von Singen. Ich hätte mir erst einmal freundlich. Du brauchst nicht rennen einmal lachen. Das, wenn dir jetzt was Schweres passiert ist, dann let me jetzt schauen von dir. Und du sagst dir, was so schlecht passiert. Das sage ich nicht. Aber du kannst froh sein. Und froh sein, wie soll denn gesagt? Mir hat das nicht schon von dir. Ich merke eine schwere Zeit durch, aber ich bin froh. Wenn ich kann wem, wer mich hält, ich kann wem, wer mich Hoffnung bringt, in den dienstlichsten Momenten in meinem Leben, das ist die Nummer Jesus. Und die Menschen um die Raum wollen das sein. Die wollen sein, wie du das auslebst. Die wollen sein, wie du wirklich ein Zeuge bist für Jesus. Und das wird uns bereit zu lernen. Und die Worship-Band kann abkommen. Von der Samaris, ich will auch mit anders lernen. Und ich glaube, wir alle, wir sind manchmal in unserem Leben, wo wir in Momenten sind, wo wir glauben, wir lernen das Reiche, wir lernen alles, was Gott uns sagt in diesen Jahren. Aber wir haben uns so lange nicht uns bis angesagt mit Gott, mit ihm geredet. Und uns so lange nicht haben gefragt, warum das geht. Das Gott von uns allen soll die Person sein, wo wir am meisten können in uns leben. Nicht deine Frau, nicht dein bester Freund, wer immer das ist, das soll Gott sein. Und umso mehr Zeit mit Gott verbringst, umso besser wirst du am kennenlernen. Und ich kann dir versprechen, wenn du das tust, du brauchst niemals und niemals und niemals Angst haben,
Dat wenn du vor dem Thron stehst, wenn du vor Gott stehst, dass die sagen, was ich kann die nicht. Nee. Wenn du das tust, Jesus wird auf die warten, mit seinen Armen wie du. Gott wird auf die warten, wird sagen, habt ihr gewartet? Endlich bist du hier. So lange haben wir geredet, wir haben uns niemals gesagt, hier sein. Endlich bist du hier. Endlich bist du hier mit mir. Weil wir uns mal durchsagen, uns mal schön nach Sado merken, dann werden wir vertalen. Du und Jesus. Dann brauchst du niemals für Angst haben. Ich will von dir mal schöne Angst merken. Ich probiere nicht jetzt für einen Namen zu gründen, oder dit Jahr, aber ich weiß, was ich in meinem Leben getan habe. Wo ich wegging von Gott, ohne dass ich dort antworte. Und ich dachte, aber ich ging mit Gott. Ich dachte all die Sachen, was ich aus das tun soll. Von der aus Morgens will ich da wie alle vor allen beten. Wir brauchen alle Gebet. Alle von uns. Weil ich das tun will, ist